Meisterwerk hier für die Firma Scalejets.com, ist das richtig? Ja, Scalejets.com. For company Scalejets.com, we now see texting out a wonderful F-16A model. The F-16A model is used by the Royal Netherlands Air Force, and this is a special paint. It's a display paint. As far as I remember, this was the display paint of the year 2009. And Gerald Rutten is on the controls. Gerald Rutten is the Dutch scale champion and international. He took place 4 in the World Champion and place 2 in the European Champion competition. So he's a quite good competition and show pilot. Ja, Gerald Rutten aus den Niederlanden. Er ist niederländischer Scale Champion, Scale Meister. Seine internationalen Erfolge lassen sich auch sehen. Ein 4. Platz bei der Weltmeisterschaft, ein 2. Platz bei der Europameisterschaft. Und das Modell lackiert in den Farben des holländischen Demo-Teams. Und das ist exakt die Lackierung des Originals. Die holländische Luftwaffe fliegt ja noch das ursprüngliche F-16A-Modell. Die verschiedenen Typen innerhalb der F-16-Baureihe unterscheiden sich im Original eigentlich hauptsächlich durch die elektronische Ausrüstung. Äußerlich kann man das relativ wenig Unterschiede erkennen. The difference in the different F-16 models, A, B, C and so on, it's just mainly the electronic stuff inside the aircraft. From outside it's hard to differentiate. So this is an F-16A, scale 1/5, and it's a wingspan of 2 meters. It's a length of 3 meters, and the weight is just 15 kilograms, and that's really amazing. It's featuring speed brakes, flaps, slats, and Gerald Rutten has his own for either a low approach or the landing. Looks like a slow flyby. He's not aligning with the runway, so it's just demonstrating the slow flying capability of the F-16. Ja, kein Landeanflug, einmal einen Überflug, Fahrwerk-Demo und dann wieder Durchstart, wenn es um das Thema Beifall geht. Ja, und wir bringen aufs Thema. Es könnte heute Nacht, wie gesagt, ein bisschen frischer werden. Ich denke, wir werden dann das Cola hier gegen Glühwein tauschen und dann sind wir auch wieder fit für die Nacht. Während Dave Schulman hier rausrollt mit einem, ja, ist wieder was für uns, mit einem Oldie-Jet, eine T33 im Maßstab 1:4,5. Also ein richtiger Brocken, lackiert in den Farben der Thunderbird. Wir haben auch jede Menge Jet-Typen. Ich glaube, das war nicht einer der ersten. Ja, genau. Indeed, we just saw Dave Schulman taking off in a T-33 with the paint of the legendary aerobatic team, the Thunderbirds, and as far as I know, it was their first aircraft to start on the formation. Aerobatic ist also ohne Gleichen an dieser Maschine. Super, das Flugbild, ganz toll auch diese Außentanks verleihen diesem Flugzeug nochmal ein sehr tolles Bild am Himmel. Ja, während Gerald Rutten hier fantastisch gelandet ist, so eine der letzten T-33, die noch zu sehen waren, die sind betrieben worden von der kanadischen Luftwaffe, die in den 80er Jahren noch im Rheingraben in der Nähe von Baden-Baden und Straßburg stationiert waren. Die hatten da 2 Geschwader mit F-18 stationiert und als reines Schul- und Übungsflugzeug für die Piloten hatten die noch tatsächlich in den 80er Jahren einige T-33